Let's go, würde ich sagen. Was geht ab? Mein Name ist Adi Totoro. Willkommen zu einem neuen Video heute am Donnerstag oben. Und das Thema, das wir heute haben, ist richtig nice. Heute geht es um die Schweizer YouTube-Szene. Und wenn ich von der Schweizer YouTube-Szene rede, dann rede ich nicht von Schweizer YouTubern, die Videos auf Hochdeutsch machen, sondern dann rede ich von Leuten, die schweizerdeutsche Videos machen auf YouTube. Das heisst, wie der Ask Switzerland, wie der Martin, wie Iris Reeves, wie Eileen Fischer oder was auch immer noch da in dieser riesengroßen Schweizer YouTube-Welt gibt. Bevor ich angefangen habe, Videos zu machen, habe ich immer gedacht, wieso gibt es so wenig Schweizer YouTuber, wieso gibt es so wenig Kanäle, die Videos auf Schweizerdeutsch machen. Das liegt einerseits daran, weil ich zu wenig recherchiert habe, und andererseits, weil es halt noch nicht so viele grosse Schweizer YouTuber gibt, bis ich mal ein Video vom Ask Switzerland auf der Startseite gesehen habe, weil dem seine Videos hier noch recht populär und dann hat es so 2000 Abonnenten gehabt, das war etwa vor einem halben Jahr gewesen. Und dann habe ich mal dort draufgeklickt und dann bin ich über seinen Kanal zu all diesen Schweizer YouTuber gekommen, die ich heute schaue, wie zum Beispiel Eileen Fischer, Iris Reeves, leicht aufgewärmt, Stucki, Martin. Es gibt so viele Schweizer YouTuber, glaubt mir. Wenn man denkt, die Schweizer YouTube-Szene ist klein, die Schweizer YouTube-Szene ist eine Szene, die ist am boomen. Also wirklich, da kommen so viel, es kommen täglich immer neue Schweizer YouTuber dazu. Seit ich angefangen sind wieder so viele neue dazugekommen. Ich gehe bei denen auf den Kanal vorbeischauen und ich finde das so cool. Aber wenn sie nur 30, 40 Abonnenten haben, ich finde das sau geil, dass jetzt Leute den Mut haben, oder viel mehr Leute den Mut haben, Videos auf Schweizerdeutsch machen. Und das ist auf jeden Fall richtig nice. Die Schweizer YouTube-Szene boomt so fest, dass sogar ein Netzwerk von Deutschland in die Schweiz kommen, wie zum Beispiel Studio 71 kommt dieses Jahr zum ersten Mal in die Schweiz. Wie das aussieht, das seht ihr in dem kleinen Filmausschnitt. Endlich ist es soweit. Zusammen mit unserem Sponsor Huawei beginnt endlich das Studio 71 Bootcamp in der Schweiz. 10 Schweizer YouTuber, die sich dort angemeldet haben, werden ausgewählt und können dann an ein Camp gehen in Deutschland, wo dann alle Studio 71 Creators dort sind. Da gibt es Workshops, Coachings und die 3 Besten von den Schweizer YouTuber, die bekommen dann einen Festvertrag mit Studio 71. Das heisst, sie sind dann in einem Netzwerk drin und der kreativste von diesen 10 Leuten, der gewinnt sogar eine Reise nach Berlin zu einem Dreh von Studio 71, wo sie irgendein YouTube-Video produzieren. Ich finde das mega cool und da merkt man natürlich auch, dass das Ausland Interesse an der Schweizer YouTube-Szene zeigt. Zudem findet am 10. Dezember in Zürich zum ersten Mal die WIT-In statt. Das ist ein grosses Treffen von den Schweizer YouTuber. Es ist eigentlich ein bisschen wie ein grosses Swiss-Tubers Meet and Greet, einfach ein bisschen mehr organisiert, mit Workshops und vielleicht auch noch eine Bühnenshow. Man weiß es noch nicht so genau bis jetzt. Ich habe nicht mehr recherchieren, das ist das, was ich weiß über das. Ich verlinke euch unten mal eine Seite, wo alle Infos zu dem WIT-In-Treffen stehen und da könnt ihr euch auf jeden Fall informieren. Und zudem, was ich mega cool finde, wird in der Schweiz ein Webvideopreis stattfinden. Der wird auf jeden Fall auch wieder von SRF gesponsert, weil SRF hätte schon Interesse gehabt am Webvideopreis Deutschland, wie man das an dieser Wand gesehen hat, wo all die YouTuber gestanden sind. Dort ist auch hinter dran SRF gestanden. Und jetzt wird auch in der Schweiz, auch Richtung November, Dezember, der erste Webvideopreis in der Schweiz stattfinden. Welche Kategorien es gibt, wer nominiert ist, weiß man bis jetzt noch nicht. Aber falls das der Fall ist, wird auch unten ein Link sein, wenn man das schon weiß. Auf jeden Fall ist sicher, es wird auch ein Webvideopreis stattfinden, was ich auf jeden Fall mega cool finde. Was haltest du von der Schweizer YouTube-Szene? Schaust du viele Videos? Hast du viele Kanäle abonniert? Willst du vielleicht sogar mal selber schweizerdeutsche YouTube-Videos machen? Oder schaust du nur Amerikaner? Oder schaust du nur Deutsche? Oder schaust du gar kein YouTube? Zwar, wenn du gar kein YouTube würdest schauen, würdest du jetzt das Video nicht sehen. Aber auf jeden Fall schreibt mir einfach eure Meinung zum Thema Schweizer YouTube-Szene unten in den Kommentaren. Mich interessiert es, weil ich finde, die Szene ist mega spannend. Die Szene wächst, die Szene boomt, es werden irgendwie mehr Kanäle. Auf jeden Fall werden wir im nächsten Jahr sicher mega viele neue Kanäle sehen. Wir werden wahrscheinlich neue Events sehen und ich freue mich auf jeden Fall auf den Webvideopreis Schweiz und auf die WIT-In. Und wir werden sehen, was auf uns zukommt. Ich hoffe, euch hat das kleine Video über die Schweizer YouTube-Szene gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video und ich würde sagen, ciao!